in unseren Schulen. Ein neues Unterrichtsfach soll es richten. Freiwillige vor. Bedeutet das Ende der Wehrpflicht auch das Ende vieler sozialer und ökologischer Initiativen? Anspruch an Bildung steigt. Zertifizierungspläne nehmen immer mehr Gestalt an. Die Meldungen im Einzelnen. Schwerin. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Staatsverschuldung Deutschlands schwindelerregende Höhen erreicht. Aber nicht nur die öffentliche Hand, auch Privatpersonen verschulden sich immer häufiger. Darunter befinden sich auch immer mehr Jugendliche, die weit über ihre Möglichkeiten konsumieren. Das Institut für Jugendforschung fand im Auftrag der Schufa Holding AG heraus, dass bereits 6% der Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren Schulden haben. Im zunehmenden Alter nimmt auch die Schuldenhöhe bei jungen Erwachsenen zu. Einmal Schulden, immer Schulden, das nicht, aber häufig deuten Schulden auch auf Bildungsversäumnisse hin. Dem möchten ambitionierte Angestellte des Bildungsministeriums in Schwerin jetzt mit einem neuen Unterrichtsfach begegnen. Es ist in der Diskussion, das Fach Verbraucherbildung an den regionalen Schulen zu unterrichten und neben dem persönlichen Finanzmanagement mit weiteren Inhalten auszustatten. Die private Lebensplanung und Lebensführung, Gesundheitsförderung und Verbraucherschutz sind dabei wesentliche Elemente, die insbesondere unter dem Fokus Bildung für nachhaltige Entwicklung gesehen werden können. Uns zugeschaltet ist jetzt unsere Korrespondentin Birgit Brenner im Interview mit Nikolaus Beuys aus dem Bildungsministerium und Initiator des neuen Rahmenplanes. Hallo Birgit, guten Morgen. Wird das Fach kommen und wenn ja, wie wird die Verknüpfung mit den Inhalten von BNE aussehen?